Wir sind noch immer an einer sanitärer Krise, die aktuell Zölle belehnet, mun eng Wirtschaftskrise, wo eng Partybetrieber et nicht werte packen, a wir riskieren, an eng Sozialkrise ranzurutschen, mit engem steigenden Schuhmarsch, auch doweisen Zölle net leider schon, a für allem wat dramatisch als engem steigenden Jurendschuhmarsch. Und dafür kann es dann eisen nitzen, dass der Premier seine Verantwortung nicht lo hüllt, an eine Lo-Debatte über die Lehre von der Nation feiert, die sich lo programmiert war, verlegt das einfach an den Herrscht. Wir brauchen eine Lo-Klarheit, wir brauchen eine Lo-Transparenz, wie gesagt, mit der Nation aus, wie gesagt, an unserem Land aus, und für allem müssen Lo alle gute Karten auf den Tisch gelegt gehen. An der ersten Phase kommen eine ganze Reihe Propositionen herangebracht. CSV hat aktiv, kooperativ mit der Regierung geschafft, für die Betrieber kurzfristig zu helfen. Wir gilt es darum, Betrieber mittelfristig zu unterstützen. Ich war erfreut, wie ich den Premier gestern hören hört, dass er noch nicht weiß, was eine Priorität sitzen. Ich war erfreut, wie ich den Wirtschaftsminister letzten Samstag Radio hören habe, wo er gesagt hat, es geht bis hier dauern, für dass neue Mesuren kommen. Es gilt lo, die Knöpfchen zu drücken. Die Betrieber müssen lo geholfen kriegen. CSV hat eine ganze Reihe konkrete Mesuren vorgeschlagen, wie zum Beispiel die Betrieber zur Seite zu stellen, den sie helfen orientieren, le cas échéant neu orientieren. Der Public-Private Partnership muss relanciert gehen. Der Privat- und den öffentlichen Sektor müssen zusammen schaffen. Betrieber müssen sich noch weiterentwickeln. Betrieber brauchen Land, wir können hier Equipmente, hier Gebäude drauf zu bauen. All das sind Mesuren, die müssen kommen. Der Staat und die Gemeinden müssen auch hier Investitionen dafür ziehen. Hier werden wir auch auf konkret Vorschläge von der Regierung, wie sie dann Gemeinden in Zukunft unterstützen, für dass wir die Suche können, lo an die Wirtschaft pumpen. Ich hatte schon den 30. März auf eine aufmerksam gemacht, dass wir nur dieser sanitären Krise müssen aufpassen, dass es nicht eine Wirtschafts- und eine Sozialkrise kommt. Die Wirtschaftskrise steuern wir dort durch, und wir dürfen nicht danach eine soziale Krise feiern, wo die Leute durch das Sozialnetz fallen. Es ist wichtig, dass wir alles machen, dass die Leute, die keine Arbeit tun, dass die zur Beschäftigung kommen. Wir wollen an Arbeit investieren, an der Chômage. Dafür müssen wir all den Leuten eine Beschäftigung geben, eine Beschäftigungsmaßnahmen. Da muss Staat allgemein, jeder muss mithelfen, dass wir Leute eine Beschäftigung kriegen, respektive behalten. Und ganz besonders die Jungen, die aus der Schule kommen, denen muss man eine Perspektive geben, die müssen eine Arbeit finden, weil das die Zukunft von unserem Land und das die Zukunft von uns allen. Wir müssen alles machen, für den zweiten Lockdown zu verhindern. Und dafür müssen wir gucken, dass wir als Wirtschaft angekurbelt kriegen. Nachhaltig müssen wir sie ankurbeln. Und auf der anderen Seite müssen wir die Kaufkraft der Leute hochschalen. Das ist aber auch schon in der Zeit, für den Après-Krise vorzubereiten, für einen neuen Neustart zu planen. Einen nachhaltigen Neustart in unserer Ökonomie, einen neuen Umgang mit unserer Umwelt, einen Neustart am Gesundheitswesen, mit dem Mensch am Mittelpunkt, einen Neustart an der Fleisch, ein Fleisch, schon mehr wie einmal gesagt, mit Herz, und nicht mit der Stopp, aber hier müssen wir das System ändern. An der sanitären Krise haben wir gemerkt, wie wichtig es ist, ein gutes Gesundheitssystem zu haben. Seit 2009 kämpfe ich an der Chambre für eine bessere medizinische Versorgung, besonders am ländlichen Raum. Nur 100 Jahre gefehlter rot-blauer Gesundheitspolitik hat das Land endlich gesehen und gemerkt, dass am ländlichen Raum noch ganz viel zu machen ist. Wir plädieren als CSV für eine bessere medizinische Versorgung am ländlichen Raum. Wir brauchen Centre Médicaux, wir brauchen Röntgenzentrum und wir brauchen noch endlich IRM am ländlichen Raum. Das ganze medizinische System muss dezentralisiert gehen. Die Spurpolitik, besonders von der LSAP, an den letzten 20 Jahren, muss abhalten. Etwas ist klar, muss das Konfinement gut gepackt durch Solidarität und durch die Verantwortung der Leute. Und wir müssen
op eng zweet Corona-Well reagieren mat nach mir enger grosser Zzweter Solidaritäts- a Verantwortungswell da packemeret.